Ich war dieses Wochenende mit Adi Totoro und unzähligen anderen Schweizer TikTokern unterwegs und Adi hat daraus einen absolut beschissenen Vlog gemacht. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf den Vlog, aber wir gehen rein in die Reaction. Hat auch niemand danach gefragt, aber ja, wir gehen rein. Das Video heißt Sicherheit geht vor, Schweiztrip. Ich bin, ja, gespannt. Der Sicherheitsgurt bitte während der ganzen Fahrt anlassen. Okay, wir müssen hier raus. Wir gehen jetzt rodeln. Wohin sollen wir aber? Das ist so cringe, Digga. Auf billigen Pornofilm angelehnt eigentlich. Einfach ein Esel, Digga. Hi, guten Morgen. Moin. Nee, ich muss wirklich sagen, die Aussicht hier ist wirklich wunderschön. Oh mein Gott, da kann ich eine gute Story dazu erzählen. Am Abend davor wurden diese ganzen Bierchen konsumiert. Wer war nicht dabei? Ich war nicht dabei, aber ich wollte nicht dabei sein. Wir hatten eigentlich für alle Leute ein einziges Zimmer. Jemand ist noch danach gekommen. Dispronto hat gesagt, er kommt noch im Anschluss. Und dann hatte er ein Einzelzimmer. Und ich habe dann sein Einzelzimmer bekommen, weil ich absolut gar keinen Bock hatte auf Wahrheit oder Pflicht, beziehungsweise Alkohol, Saufen, Malle ist nur einmal im Jahr Action. Hatte ich keinen Bock. Ich bin einfach um 11 Uhr pennen gegangen. Schön. Morgen, wir sind hier in den Bergen. Ui, Memo, gönnt euch die Optik, Digga. Du kommst in dieses Land und alle reden mit so einem komischen Akzent. Ich möchte ein schönes Bild machen. Kannst du bitte ein bisschen rübergehen? Rüber. Ja, so ist perfekt für das Bild. Ist schön, ja. Daumen hoch. Den Schweizern ist es extrem wichtig, dass man das Geld in die richtigen Orte investiert. Deshalb haben wir hier eine VIP-Gondel, Digga. Mega. Das Beste ever. Ist schön, ja. Daumen hoch. Herzlich willkommen auf der Gondelbahn der Flumser Bergen. Wir begrüßen Sie hier in der VIP-Gondel. Der Sicherheitsgurt bitte während der ganzen Fahrt anlassen. Du bist so ein Hurensohn. Okay, wir müssen hier raus. Wir gehen jetzt rodeln. Wohin sollen wir aber? Sie haben das Maximum des Cringe. Sie haben das Maximum des Cringe-Levels erreicht. True. Wenn Sie weiterfahren wollen, dann drücken Sie bitte die 1. Bei der 2 bleiben Sie stehen. Und bei der 4 sind sie ein Huren. Wir sind Da bin ich. Ja, ist er jetzt endlich. Da bin ich jetzt endlich drauf. Da bin ich. Ich glaube, es hat sich noch nie jemals so... Es hat sich noch nie jemand so gefreut, wenn er in einem Vlog von Adi drin war. Ich glaube, ich bin der Erste. Und ich werde auch der Letzte sein eigentlich. jetzt hier angekommen auf dem Berg, aber ich frage mich nur... Wo ist der Meckes? Ich bin nie bei Meckes eigentlich. Also vielleicht 1-2 Mal die Woche bei Meckes, aber das ist doch normal, oder? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Man hat diesen Ausblick hier, es ist wunderschön und Loris ist einfach auf Tinder. Der größte Geier Deutschland. Loris ist wirklich der größte Geier Deutschland. Inscope oder sowas ist nichts dagegen. Das ist so der Wahnsinn. Loris ist übrigens ein sehr, sehr guter Kumpel von Jonas Ems. Inscope oder so ist nichts dagegen. Ja, genau, ja, der hat recht, der Typ. In Bergen ist es mir wichtig, dass man eine effiziente und zeitsparende Transportmöglichkeit hat. Kann ich jedem empfehlen. Ja, chillig. Wir als Kind haben meine Mutter auch gesagt, etwas Spezielles gemacht. Sie hat da keine Mischung drin. Das ist jetzt nicht ganz original. Nicht ganz so scharf, wie es normal wäre, aber wenn es gerne ein bisschen schärfer hat. Dann probieren wir das mal. Die Untertitel hättet ihr beachten sollen. Die waren komplett falsch. Alle Schweizer haben es verstanden, die anderen überhaupt nicht. Wir gehen jetzt rodeln. Das war sehr entspannt. Rodeln ist für mich auch immer eigentlich sehr, sehr sass, weil ich habe immer das Gefühl, jedes Mal, wenn so ein bisschen eine Bodenwelle kommt, habe ich das Gefühl, jetzt ist alles am Arsch, jetzt falle ich runter, jetzt sterbe ich. So, ready. Wir gehen jetzt Wake surfen oder Wakeboarden, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das ist die Therme von Bad Ragaz. Wakesurfen, sehr, sehr geil. Und was jetzt kommt, die Therme von Bad Ragaz. Ey, ich habe dort nur gechillt. Ich habe eine Instagram-Story gemacht und sonst nur gechillt. Es war so ein geiles Produkt, so geil. Wir hatten die Therme komplett für uns und konnten dort einfach für uns chillen. Normalerweise sind diese Thermen ja immer so komplett voll mit Leuten. Da nicht, da war es komplett leer und wir waren alleine. So geil. Siehst, Digga. Es sieht wirklich so unglaublich krass aus hier. Bro. Digga, dieser Pool.
Sieht so geil aus, Alter. Ja. Wir haben hier ein wunderschönes Exemplar von Maui Pastore. Das ist gut. Wir fahren jetzt mit diesen Karts diesen Berg hinunter und Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Kannst du filmen? Er hat gesagt, ich soll. Du hast es gesagt. Max Verstappen ist ein Witz dagegen. Weiß irgendjemand, wo die Straße ist? Es ist nun so, dass Nati beim Kartfahren gestürzt ist. Wir hier unten probieren diese Zeit aber sinnvoll zu überbrücken. Ey, Mann, Digga. Aber ich muss sagen, ein Fondue im Sommer ist gar nicht so scheiße, wie es klingt. Ist sehr, sehr geil. Kriegt das hin? So wie Wendy. Ich hab Risse in meinem Handy. Ich gebe das Handy weiter an das Cam, fuck. Ich gebe die Cam weiter an das größte Scheiße. Ich gebe die Cam weiter. Ja, der ist ja auf jeden Fall im Griff, Jess. Also wirklich 10 von 10. Hallo? Hallo? Oh Mann, Alter. Ah, das gibt's nicht. Das war so ein beschissener Vlog. Like ist da. Checkt Adi aus. Aber ich sage euch ehrlich, Lohn tut es sich nicht. Ich lasse noch einen Kommentar da. Bitte das nächste Mal noch weniger von mir reinschneiden. Frechheit.